Moin, ich bin Rike Hentis, der Plattdeutsch-Koordinatorin von Landkreis Horburg. Und das ist der Audiocast Hören, Kieken, Schnacken, dann wie ins schöne Buchmuseum an Kiekebach Namdown. Hier verbringe ich schimmers späten Tiet mit Lüd und der unterschiedlichsten Berichten. Mal vertellt wie über die plattdeutsche Sprach, mal vertellt wie darüber, was das eigentlich für Menschen und der Region sind, die diese Sprach noch sprechen darf. Plattdeutsch hört uns regionale Kultur. Hören, kicken, schnacken in der Halt und informiert. Sie könnt das auf YouTube ankicken oder bloß hören. Das geht dann auf Spotify. Und dann Link dorthin findet Sie auf plattfindstadt.de. Und nun viel Spaß mit Hören und Kicken. Moin Andreas, schön, dass du da bist, hier in meinem Videocast im Buchmuseum an Kiekebach. Ich freue mich. Wir sitzen hier in der Ausstellung Eis und Schnee. Deshalb auch die ganzen ollen Schlitten und Skier um uns rum. Und auch ein paar Besucher sind da, die jetzt vielleicht taugigen gerade. Wir wollen heute beten, da wir schnacken, wer du bist, was du so morgen deist, wieso du eigentlich Platz schnacken kannst. Und genau, ich freue mich auf jeden Fall, dass du dann welche hergefunden hast. Erzähl doch mal, wer bist du und wo kommst du her? Also hier unten Landkreis Horburg ist klar, aber wo wohnst du und was, woher kannst du platt? Also genau, wieso sitzen wir hier? Wieso können wir hier sitzen und miteinander schnacken? Das würde mich interessieren. Ja, gern. Und ich freue mich sehr, dass ich hier heute sitzen könnt. Ich komme hier, oder Nachbardorf, und Sottorp komme ich. Ich brauche also nur 1,5 Minuten, dann bin ich auch hier in Kiekebach. Ich bin auch in Sottorp aufgewachsen. Ich bin da aufgewachsen in einer landwirtschaftlichen Familie. Mein Vater ist Bauer und mein Opa war Bauer und ich bin dann auch Bauer geworden. Aber ich bin nur ein 50% Bauern, so kann ich das vertellen. Und ja, ich wohne da in Sottorp, bin verheiratet, habe 2 Kinder. Mein älteste, die Tochter, die ist nur 8 und der jüngste, Jasper, der ist nur 4 Jahre alt. Und das ist so. Und ja, die Frage, warum ich Plattdeutsch schnack, ist, ich glaube, das ist meist bei den meisten Leuten so in unserer Generation, die schnack nur platt, weil die Eltern und die Großeltern und die Familie, wenn die platt schnackt, dann ist das auch meist so, dass dann das so ein bisschen übergeben wird zu der anderen. Wenn die jungen Leute das nur wollen. Da gibt es ja auch andere Beispiele, der sagt, ich habe da gar keine Lust drauf. Und bei uns wird das ein bisschen so, dass mein Opa uns da so ein bisschen zu zwungen, das zu machen. Denn der hat immer nur platt mit uns schnackt. Und dann habe ich mit meinem Vater natürlich auch immer viel platt schnackt und nur in der Vorbereitung auf Hüt, habe ich schon gesagt, da habe ich nur die letzte 1-2 Wochen, habe ich mit meinem Vater auch wieder mehr platt schnackt, dass ich da wieder ein bisschen besser rinkommen kann. Und das ist so, wo ich herkomme. Ja, schön, genau. Also mir ist das auch nicht wichtig, dass ich Lüd vorstelle und auch vorstelle, wie die Sprache tausend Korn ist. Also, du hast gar nicht, im Moment schnackst du gar nicht so viel mit deinem Vater, immer zwischendurch wohl mal, aber gar nicht durchgehend. Aber das ist auch schön, wenn man mag, das Leute wäre ob und man hätte auch richtig, ich sag mal, richtig Lust drauf. Und dass man das dann auch antworten kann, ne? Und da auch rankommt, auch wenn es da eine Pause zwischen gäbe. Ja. Das ist auch. Das ist schön und das Lustige ist, du rennst manchmal in dein Leben in Lüd und du weißt halt gar nicht, dass der platt schnackt. Und dann sagst du so ein Schlagwort und dann merkt der über Anne sieht, dass der platt schnacken kannst und dann geht das glicks wieder. Ja. Und das ist nicht so, dass der Lüd dann auch auf Hochdeutsch wieder schnackt, weil das immer so ist. Wenn der so ein Wort hören, dann geht das glicks in das Plattdeutsch über. Ich habe das 1-2 Mal gehabt. Ich bin ja, habe ich ja gerade gesagt, wir haben dann Hof zu Hus, habe ich übernommen mit meinen Frau zusammen. Da mag wir dann die Landwirtschaft und da der Hof nun nicht so groß ist, habe ich auch noch einen Hauptjob, würde ich ja sagen. Das ist mein Hauptjob. Ich bin in der Schifffahrt, bin Schiffsmakler bin ich tätig. Da bin ich auch schon da gelehrt und da bin ich auch schon meist ein Jahr bin ich da nur in der Firma. In Hamburg? Schon. In Hamburg, ja. Ich fahre ja jeden Morgen in Hamburg und ich fahre ja jeden Morgen in der Stadt. Und
ich bin dort zuständig für das Operative und mag hauptsächlich die Abfertigung von den Schiffen in Hafen. Was heißt das? Also wie können wir uns das vorstellen? Also ich jetzt als Plattdeutsch-Koordinator, der vielleicht schon mal auf dem Schiff selten hätte, aber es ist auch nichts. Ja, das ist im Grunde ganz einfach vertellt, ist das, wir sind so der verlängerte Arm für dein Räder und wir sind auch so ein bisschen das Mädchen für alles, für die Schiffe und für die Besatzung. Wie organisiert, dass das Schiff nach Hamburg rinkommen kann, wie sorgt dafür, dass er Lotsen hat, wie koordiniert das mit der Arbeit am Terminal, wie habt nur in Corona-Zeit fail to down mit Impfung von der Besatzung und da gibt es so viele Dinge und wir organisieren im Grunde mag wie alles, was mit einem Schiff zusammenhängt. Und da habe ich, das ist nur auch wieder bestimmt 10 Jahre her, da habe ich mal so eine Situation, da wäre ein deutscher Kapitän und das ist ja eher selten, dass ihr noch einen deutschen Kapitän an Bord habt. Und das wäre so ein richtig olden Seebär. Und ich dann als ganz junger Butcher bin du an Bord gekommen und will ihm dann bei ihm was vertellen, dann will ich so, habe ich ihn gefragt, ich brauche Daten und das und dann habe ich so ein Wort auf Plattdeutsch gesagt. Und das ist so eine Geschichte, da denke ich so oft dran, das hat er sofort aufnehmen und dann, was? Du schnackt platt? Und dann glaube ich, normalerweise sind wir dann eine Stunde an Bord und ich glaube, ich würde 3 Stunden an Bord und haben mit ihm noch Mittagessen und haben mit ihm Schnack. Weil wir dann, das verbindet, das Plattdeutsche verbindet. Und gerade verbindet ganz intensiv, finde ich, die ole Lüd und die ganz junge Lüd. Ja. Das ist immer da ist eine Riesenbrücke, die du dann. Nur ist mein Platt ist auch nicht immer ganz richtig. Nur ich mische mich auch immer mal ein Wörter mit darin. Ich habe schon gesagt, richtig und verkehrt finde ich immer schwor. Und ich finde wichtig, dass man anfängt. Also, ne, auch, du hast schon sagen können, oh nee, Lord mal, ich habe jetzt länger nicht schnackt, ich tue mich nicht. Und das finde ich so cool, mit Hochdeutsch zu sagen, dass du die traust und dass du nur hier bist. Und das ist wichtig, genau. Ja, finde ich auch. Und genau, also und so eine Begegnung, was du auch vertellt hast, das verbindet einen, ne? Und man ist sich so nah. Ja. Also und ich glaube, das können nur die Plattdeutschen verstehen. Das ist so. Vielleicht ist das so. Das ist dann so heimelig und so schön, dass man dann sogar noch zusammen Mittag essen will, ne? Obwohl man sich eigentlich fremd ist. Ja. Richtig, so wird das auch. Ja, genau, echt. Dann habe ich das auch noch ein paar Mal später sehen, weil das würde nur so ein Schiff, was da immer regelmäßig nach Hamburg runterkommt. Und ich glaube, der ist nur auch schon in Rente, aber das wäre so eine Geschichte, die vertelle ich immer gerne, wenn ich über der Plattdeutsch schnack. Ja, genau. Ja. Und sag mal, hast du denn, also wohnst du schon immer ob dein Hof von den Öllen? Oder wärst du zwischendurch in Hamburg? Oder wie stelle ich mir das vor? Nee, ich werde das immer gar nicht, aber ich das so laut vertellen können, weil die meisten Leute in meinen Alter, die sind dann mal in diese Stadt Wien und in diese Stadt Wien. Nee, ich bin einmal in meinem Leben bisher umträgt und das wären vielleicht 20 Meter von einer Tür von uns Bauernhus in eine Tür von uns eigene Hus, das wir oben Hof dann Boot habt. Ich glaube, das ist 9 Jahre her, da habt ihr das Hus gebaut. Und ja, das Lustige ist ich bin immer schon auf dem Hof Wien und niemand weiß, was irgendwann mal passiert, aber wenn mir die Leute Hüt fragen will, dann will ich sagen, ich glaube, ich will da will ich auch nicht mehr weg. Da bin ich aufgewachsen und da will ich auch bleiben. Ja. Und das ist schon auch schön, finde ich, wenn man das singen kann. Ja. Ne? Also, ich kann nur auch viel sehen, das ist ja auch das Schöne. Ich bin ja auch, durch meinen Job bin ich nur auch mal in Asien gewesen und ich bin auch mal in USA gewesen und ich bin in andere Länder gewesen, ich war in Vietnam und das ist auch schön, weil ich das habe ich ja auch eins mal sehen. Ja. Aber zu Hus ist am schönsten. Ja, so kann man das dann, also ne, das ist, ich sehe das genauso, also ich bin auch so, aber genau, mal gut kicken und mal woanders tausin, das glaube ich ist gar nicht wichtig so, dass man auch mal sehen hat, wie gaut hat man das auch, ne, und was geht und da ist das eine wirklich gaude Kombination, was du da dann. Das sind ja auch Erfahrungen, die man immer umkönnte. Ja, genau. Das Schöne ist, wenn du so einen Job hast, der international ist, dann triffst du auch so viele Leute von so viele verschiedene Nationen und so viele verschiedene Kulturen. Ja. Und da stellt man dann auch immer mal wieder fest, das Problem, das die Leute habt hier und manchmal auch das
lütte Problem auf dem Dörben, das ist gar nicht so ein großes Problem. Das gibt eine ganze Menge andere Dinge im Leben, die auch meisten bei ihnen wichtiger sind. Und das ist spannend, das ist schön, das zu sehen. Ja, das glaube ich. Und sag mal, du hast mir vorhin schon erzählt, dass deine Frau aus der Stadt kommt, ne? Ja. Darf ich das so sagen? Nicht, dass das so gefährlich klingt. Nee, ja, ich habe ihn früh kennengelernt über eine Ernteparty hier bei uns oben im Dorf. Aber sie kommt aus der Stadt und der hat auch immer ihr Leben lang in der Stadt arbeitet und wir im Notariat. Und dann haben wir letztes Jahr, wir haben unsere Kinder kriegen, dann würde ich erstmal zu Hus, dann hat sie bei den beiden arbeitet und dann hat sich das ja angekündigt, dass wir den Hof zu Hus übernehmen wollen. Von Dine Öllen, Von Mine Öllen, ja. genau. So, wir haben nicht großen Hof, wir haben 54 Hektar Ackerbau, dann haben wir Schwein, dann haben wir, ich glaube, so ein Jahr ist das nur her, da habe ich mit meinem Frau dann so einen Hofladen aufgemacht. Und, naja, nicht groß, ne? Also wenn man das schon so. Ja, das ist aber so ein SB-Laden, da geht die Leute drin und bezahlt dann selbst. Und ja, das Ziel, ich meine, das ist für mich immer ein sehr emotionales Thema. In der Landwirtschaft bin ich aufgewachsen. Und ich will den Plan, ich will mir das immer, ich habe mir da immer von träumt, dass ich mal dann Hof übernehmen kann und dass ich auch dann der Bauer da bin. Aber der Hof ist nur nicht groß genug. Und dann habe ich, als ich dann mit der Schule fertig war, dann habe ich eine Ausbildung gemacht und ich bin nur auch so zufrieden, weil ich eben so einen schönen Job habe in der Stadt. Und bin aber auch jetzt sehr froh, dass wir nur dann Schritt gehen können, den Hof zu übernehmen. Und das habe ich letztes Jahr im Juli gemacht. Und da habe ich dann die Entscheidung getroffen, dass mein Früh nicht wieder zurückgeht in Jimmers Job und auf dem Hof blieb und wie uns auf dem Hof dann die Landwirtschaft mockt. Das ist nicht, mockt sie nicht allein, das ist, mein Vater ist immer mit dabei, meine Mutter ist dabei und ich bin auch abends und am Wochenende bin ich auch immer noch mit dabei. Und ich glaube, ich mock die ganze Familie immer verrückt mit meinen 1000 Ideen, die ich habe, dann lässt mich hier noch was mocken und dann habe ich jetzt gerade wieder eine neue Idee, da sage ich immer noch nichts von. Und ich mock die immer ein bisschen verrückt, aber irgendwie klappt das dann auch immer. Und nun ist es ja heute doch auch so, dass mit der Landwirtschaft, und wenn du das richtig mockt und wie will das richtig mocken, dann ist da unheimlich viel Bürokratie mit bei. Das sieht man so gar nicht. Ne? Nee, man sieht dann Trecke auf dem Acker und dann ist irgendwie, denkt man so, ja, auch den Kartoffeln, die hole ich mir mal da in den Laden. Ne? So. Von den Weg zum Acker bis in das Kartoffelhus ist 50% sind das auf dem Feld und 50% sind das im Büro. Siehst du, und das finde ich immer so, also ne, vielleicht so, aber das welten sie Fälle nicht so. Und das ist nur eine Sache, die mir früh muckt und der muckt auch die ganze Buchhaltung und alles, was da Tau gehört und das ist das, was nur am Ende dafür auch sorgt, dass das alles klappt bei uns zu Hause. So, das ist ganz wichtig. Damit man so eine Struktur schaffen, ne? Dass da jeder irgendwie seine Aufgaben hat und wenn die Röhre dann so ineinander knacken, halt jetzt ja, so ist es ja auch. Genau, dann passt das auch, ja. Und das ist so das Leben, wie wir uns das vorstellen. Wir wollen dann hoch, wir wollen, der Plan war nie, dass wir das verpachten und dass wir dann abholen. Wir wollen das immer probieren und wir probieren das auch. Und wir haben auch jetzt in den letzten 1,5 Jahren eine ganze Menge umstellt und nun haben wir auch gerade entschieden, oder vor ein paar Monaten haben wir entschieden, dass wir die Schweine auch gut schmecken können, weil die Preise, das können wir so nicht wieder mucken. Nun kommt die Schweine gut, wobei das nicht ganz so stimmt. Wir haben immer ein paar Schweine, will wir noch wieder oben Hof haben, weil wir nun dann Hofladen haben. Und das ist das, was bei uns momentan am besten läuft. Die Direktvermarktung in der direkten Umgebung zu Hamburg, das ist das. Das will die Leute auch immer mehr, ne, finde ich. Also, ich kenne das auch von mir, man kiegt einfach noch mal einmal mehr, wo hat man das her und wo kriegt man doch noch von immer Eck und wen kann man noch unterstützen, aber wo wählt man auch, die Kartoffeln sind auch vernünftig anbaut. Und wir haben das auch mit Corona oben Hof absolut Markt. Und wann geht das los? 2020. Ja. Geht das los. März, April, da geht das. Da und von dieser Zeit, da wird immer Gaut in Hofladen, da wird nie, das hat lübt. Aber das ging dann los und da sind seitdem habe ich so viel mehr Leute in den Hof. Ja, Wahnsinn. Ja, das ist schön zu sehen dann auch. Aber das heißt, also du hast ja dann die Leidenschaft, sag ich jetzt mal, dann Hof, die Heimat, die
Hus, als den Anker, als den Nest. Ja. Und bis kriegst du dich aber auch booten in eine Welt, in eine Welt. Ja, so könnte ne? Das klingt immer so verrückt. Ja, aber ich so ist finde das auch. so. Ich finde auch. Und ich würde auch gerne mal Leute Mus spüren, weil ich stelle mir das auch nicht aufregend für kriegst du dich. Und trotzdem hast du aber dann wäre auch Grunde führen und der Hus sehen. Ja. Und das klingt nicht schön. Also ich sage immer, das ist mein Hobby. Ich gehe nicht Fußball spielen oder ich mag irgendwas anderes. Ich habe das als mein Hobby und das gibt immer nichts Schöneres als an Abend, wenn so ein Tag mal nicht so schön wäre und du hättest so viel to down und dann steckst du die Kinder an Abend ins Bett und dann sitzt ich noch mal 2 Stunden auf dem Trecker. Ja. Da gibt das wenig, was ich damit vergleichen konnte, was mehr Entspannung bringt als das. Oh. Ja, das wäre doch auf jeden Fall ein schönes Gespräch mit dir. Vielen Dank. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und dieser Einblick in dein Leben ist, glaube ich, auch für viele andere spannend, um zu sehen, wie geht das eigentlich? Kann man eigentlich beides machen? Wie ist das auch mit der plattdeutschen Sprache? Wie kann man die noch erholen? Manchmal ist es eben gar nicht so wie bei mir, dass ich schnacke nur schon immer platt. Manchmal gibt es auch eine Pause zwischen, man lässt das ableben, das ist alles möglich. Und das ist schön, dass wir das nur einmal so gehört haben von dir. Vielen Dank. Das ist wie Fahrradfahren. Das ist wie Fahrradfahren. Vielen Dank. Ich glaube, da kannst du noch, da kannst du am besten singen. Ne? So verliert man nicht. Nee. Und wie gesagt, was du vorhin noch gesagt hast mit, ich muss noch mal bei den Öben, aber so, und ist doch egal. Also, ne, Hauptsache man bleibt an. Und wenn man da Lust auf hat und das schnacken möchte, und wie du schon sagst, ne, mit den Kapteins. Und die dann auch begegnen, das Bootbrüchen. Und da hast du dann immer noch viel mehr an Draht. Und da belebst du dann auch jeden Tag wirklich schöne Momente, die du dann infangen kannst für die. Gerade in dieser Zeit wirklich was Gaudes, für das man ganz dankbar sehen wird. Genau. Das glaube ich auch. Ja, schönen Dank. Ich hoffe, ihr habt für euch genähten könnt. Wie hört und seht uns, biet nächste Mal, wenn das wäre Hate, hören, kicken, schnacken, platt an Kiekebach.